Könnt uns eine kleine Präsentation machen über den Club oder über den Verein? Ja sicher. Also Club ist 1971 gegründet gin. Das war den Herr Bocci Nazareno, der früher auch Präsident war am BPH zu Esch, wo den auf Schöffling wohnen gekommen ist. Da hat ihn die gute Idee, den Club zu gründen, den Peter Buhl Schöffling. Mit einer Handvoll Leute, zum Beispiel den Gerhard Schneider, den heute auch Präsident ist von der Föderation, und den Domenico Marini, kein Unbekannten zu Schöffling. Wie gesagt, da sind sie auf Gemeng gepilgert bei der Madame Luding, weil das die Zeit eigentlich schon. Und da haben sie da gesagt, wir wollen den Club hier gründen. Und da waren wir hier auf dieser Platz, da waren Scouten in einem Chalet. Und den Chalet haben wir uns dann gedeelt mit den Scouten. Aber das war nicht für eine lange Zeit. Weil da sind Scouten hier oben an der Rue de Hedange, wo wir heute Stuppesland tun, sind sie da hingeplündert. Und der Deal war, wir hatten viele Handwerker an unserem Club. Der Deal war, dass wir hinnen sollten da Plätze schalieren. Das hat wir auch gemäht tun. Und da hat wir, wie gesagt, die Bolodrom hier für Reise lang. 1979 ist heute dann de Chalet angeweiht gin, mat dobausen als Terrain. An 1983 haben wir hier eng Hal gebaut, die als Ora geweiht gin. Du musst wissen, die Zeiten haben ganz viele Leute auf der Schmelz geschafft als Erbester, und die haben an ihrer Freizeit die Hal gebaut. Der Deal war mit der Gemeinde, dass wir das Material zur Verfügung gestellt haben, und wir haben, wie gesagt, Teil gebaut. Können uns ein paar Details über den Bolodrom geben, der ja komplett neu ist? So, mit dem neuen Bolodrom haben wir mehr Möglichkeiten natürlich. Und die Trainings sind all da, von Montag bis Freitag, von 3 bis 6. Also so ist natürlich jeder willkommen, auch die nicht lizenziert sind an der Woche. Und die Leute, die bis 5, 6 Jahre arbeiten, ja, das geht natürlich mich schwer. Da man natürlich Donnerstag so bis, machen wir dann extra Training dann bis 10, 11 Uhr, dass sie aber die Leute auch können trainieren. Dann natürlich so wie der Championat da. Und ja, kann ich mehr Sachen organisieren, weil man viel nicht hat. Dann kann man am Wand dann zum Beispiel so Tournee organisieren, weil Teil ja mehr groß ist, weil man viel nicht hatten. Wie kann ich nur den Sportbolodrom verstehen, dass schon solche Sport mit Bulle gespielt können und so kleine Details darüber gehen? Ja, die Bulle geht natürlich so gespielt, wird von einem Kreis gespielt, muss an den Kreis stellen und wird zwischen 6 und 10 Meter gespielt. So, dann muss also natürlich das ganz Lied wenn man den ganzen Tag spielt, dann ist es nur mit der Konzentration, da geht auch schon, da muss schon eine gute Kondition haben. Also natürlich, außer auch die Championate, die wir hier spielen, Samstag, Sonntag, gehen wir aber DAX und Ausland spielen. Wir haben eine Chance für Frankreich, neben uns, weil der Land ist, wenn der Bulle immens stärker ist, das ist für uns gut. Und ja, international natürlich auch, als zum Beispiel Weltmeisterschaft am November, du hast Mädchen, von Schöffling immer dabei. Die sind doch alle beim Eurofestival dabei. Ja, wir sind schon seit dem Eurofestival, das die Haut genannt wird, EPF, genannt wird, sind wir dabei. Den hast zu Libramont, das war die erste Jahr, wo den zu Sternen gekommen sind, und wir waren alle Jahre dabei. Und ich muss sagen, dass es nicht für hier unzugehen, so, aber wir haben praktisch immer die erste Platz auch an dem Konkurs gemäht. Am Juli fand am Stadtteil zu Schöffling. Und da werden wir natürlich auch mit einer Equipe dabei sein. Du musst auch sagen, du hast auch an Alkes eine Madame, die muss mitspielen. Bon, die Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Centre Bolodrom. Ich will direkt den Herrn Minister, den Herrn Kersch, exkusieren, den heute eine andere Verpflichtung hat. Dafür sind wir aber ganz froh, der Repräsentant an der Person von Herrn Laurent Deville hier bei uns können zu begrüßen. Ich meine, ein Mann, der sein Herz schon öfters heute zu Schöffling ausgeschottet hat und noch bei den Schöfflinger Vereinen die ein oder andere Kehr präsent war. Herzlich willkommen. Und dann natürlich begrüßen ich als nähere Bürgermeister den Roland Schreiner plus alle Gören als Membres aus dem Chefen an Gemengerot und ich alle Gören wert Ehre Gäste. Zusammen spielen, irgendwo relaxieren. Ich meine, das ist auch das, was Bullespiel ausmischt. Das ist eine Passion, den Boccia, wie ihn das so schön nennt, wo einfach der kompetitive Geist sicher eine gewisse Rolle spielt, aber besonders auch die Freundschaft, wo sicherlich auch ab und zu mal gestritten wird, ob dann den Doen Gewinner ist oder ob den anderen Gewinner ist, mir wo für allem aber auch Fried drin ist. Interessant bei diesem Sport ist,
dass eigentlich Schiedverein die Sport kann ausüben, ob Jungers oder Mann Jungers. Et kann in den an der frischer Luft ausführen, wann frisch Luft zu viel bläst an Trainer nach dabei, dann der wir doch Wanne machen. Et gibt kein Klederregel, ist schon haut még üblich Peter Bull Kostüm nicht extra ugedoen, die sicherlich auch das ein einfacher Modus, den sich muss an das auch besonders kommunikativ. Dafür sind wir besonders höflich, haut etwas Neues eben offiziell dann zu inaugurieren, anzuweihen, offiziell abzumachen, ob schon eine ganz Reihe von Leuten et Fried hatten mat de Bullen hier Matscher zu machen, mat Spannung bisssen Emotionen leiien du sicherlich immer mat dran an noch eng gewissen Zeit von der Ruhe von der Erholung zu machen. Ich gehe noch nicht op die ganzen Pressedossier an, ich will aber so, dass man haut an engem Gebäi sehen, wat vu Leiit konzipiert gehen als die dat nohaltig wollte produzieren, die eng Effizienz wollten dranbringen an der Suchmänglisch e moderne Bau, wann ihr bedenkt wat Freierheitstum so ein klein Kirsch mat enger Herrchen an Haut immer dann wirklich an engem nohaltigen Gebäi, wo alle Guren dat wat Gemeng sich op de Ferne geschrieben wird von der Nohaltigkeit och Rechnung gedroget. Das eure Gebäi, wo Zugänglichkeit für Leiit mat Mobilität reduit wirklich hinner könne kommen vubausen hier ran also vubausen Rob op den Terrain bis eben an Gebäi ran an dafür will ich all dene Leute, die de Loin de Bremer diesem Bauhai zu dienen hatte, sie wird von eisen Servicer, sie wird die Servicer, die als so geschafft für den großen Merci so. Ja, ich meine, sind hier enger Platz schon nicht gesucht an der Entree für Schöffling, nie auf dem Därenasyl, ich meine noch den Oper, den as Hai bannen, die Därenasyl schon eng Zeit schon feieren an der Dora Bonami Conscience, dass man ha neue Bijou hun an der Entree für Schöffling ran, dat war Ufang sind dreckstypisch kann mich nach als jungen Mönch erinnern, dass man wat immer so aufgeliefert ging aus dass der engem nicht immer so gefallen wird mit hatte ich Auflussdruck irgendwann als Hayabs gebaut ging dat dünn den Doheim von der Finalscouten an schmengen richtig neid leben ob das sieht was du komm wo de Peter Bull dat überholl huet an die Lokalität an du eben ganz viel Aktivitäten he waren noch einer Vereine wo sich op diesem Sit ganz wohl gefielt. Wir haben den 16. Dezember 2016, da war der Kollege Schreiner nach Bürgermeister mit dem PRP Zero direkt in DK verstanden hat, mit das menschste Flow angenommen. Den haben wir den PRP gestimmt und am 10. Februar 2017 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, neue Räumlichkeiten dem Peter Bull zur Disposition zu setzen. Und da das ja dann Heimat da auch geschieht. Der Bau selber war natürlich ganz kompliziert durchzuführen, weil man wirklich in der Mülldeponie waren. Das war ein großes Defizit für die Leute, die da Responsabilität müssen drohen, mir aus dem Gebäude aus der entsternen, was ich gesucht habe, nämlich ein modern, nachhaltig und noch effizient Gebäude. Von der Gemeinde, wie gesagt, ganz große Merci an all die Leute und all die Planer und all die Handwerker und all die technischen Services, die in diesem Projekt partizipiert haben. Wir haben auch gemerkt, dass ich nicht kann, ich Bau einfach so hinstellen, also, und das ist der Bulodrom. Dieser Verein, als über ein ganz Reihe Jahren, ich meine 1970 doch immer, gegründet, 1978 doch immer gegründet ging. Und da waren die Initiatoren ganz fleißig und wirklich flotte Verein an Leben bräuchte, die relativ sehr auch seine Merite der Bausen hat. Da hatten sie Präsident, der über 30 Jahre lang als Gründungsmama einerseits und als Präsident gewirkt hat. Und das ist kein anderer wie den Herrn Nazareno Bocci. Und wir haben dezidiert für das Gebäude Bulodrom Nazareno Bocci zu nennen. Madame Bocci, c'est bien en l'honneur de votre mari Nazareno de dénommer maintenant ce centre Bulodrom Nazareno Bocci. C'est bien aussi un moment de dire un grand merci à M. Bocci qui a su gérer les clubs en bon père de famille avec un grand engagement, avec âme et conscience. M. Bocci et l'association du Peter Bull de Chifflanche ont réussi à intégrer bon nombre de citoyens non luxembourgeois et luxembourgeois dans la vie associative de Chifflanche. M. Bocci et les fondateurs des années 1978 ont fait preuve d'un solide optimisme et de réalisme avec engagement, avec cœur et âme. Ils ont travaillé pour le club et c'est ainsi que le Peter Bull est devenu rapidement un des meilleurs clubs du pays dans cette discipline. Dans la vie associative, aujourd'hui, le Peter Bull
est un élément indispensable. C'est un pilier de convivialité de notre petite communauté ici à Chiflange, et ceci grâce à votre mari Nazareno Boggi, et je crois qu'il mérite vraiment de cette nomination de dire c'est le Boulodrome Nazareno Boggi. Merci. Merci Paul. Schönen guten Abend alle Gute. Wieso dort der Sekretär an der letzten Interview mit dem Chefrot Schöffling oder der schönste Boulodrome von der Welt? Ich weiß noch nicht, ob es der schönste Boulodrome an der Welt ist, aber an denen, wo ich diese gespielt habe, und nicht nur hier im Land, mir auch auswärts, da kann ich so an so einem schönen wie den heute nicht noch nie gespielt. Wenn ihr auf Schöffling könnt, ist das Gebäude nicht zu übersehen. Ein schöne Visitenkarte für Schöffling. Am Namen von unserem Komitee am Membern ein dicke Merci und den Chefrat und den Gemeinderat. Natürlich der wir noch nicht den Merit vom letzten Chefrat in der Leitung von unserem Ehrenbürgermeister Roller Schreiner vergessen. Der Roller hat uns, das war 2011, auf einer Generalversammlung mitgeteilt, dass die Gemeinde sich Gedanken machen, für neue Boulodrome zu bauen. Von dem Moment an war die Euphorie von unseren Membern groß. Da habe ich meinen Kopf von der Gemeinde an sie an die Realität zurücksetzen, dass es so schnell nicht gehen kann. Ihr wisst, wie das ist. Es müssen bei den verschiedenen Ministerien Autorisationen angefragt gehen, aber bis die genehmigt sind, dauert das ein bisschen lang. Wir haben hier eine Infrastruktur zur Verfügung gestaltet, wo man nicht nur Bullen kann spielen, aber auch wo man sich kann gesehen, für gemütlich zusammen eine Part zu trinken, über Politik, Sport oder sonst Sachen zu erhängen. Das war hier am Club noch immer so. Jung, ein Mann jung, mit verschiedenen Nationalitäten und den Weg auf den Peter Bull fand. Über all die Jahre wird der Peter Bull eine wichtige Rolle als Verein hier zu Schöffling auch noch darüber heraus gespielt. Auf den Weltmeisterschaften, wo Spieler präsent waren, ist oft der Name von Schöffling gefallen. Erlaubt mir einen kleinen Rückblick zu machen. Zusammen mit einer Handvoll Kollegen wie der Gerhard Schneider, den Hauptpräsident von der Föderation ist, und auch den Domenico Marini, kein Unbekannten hier zu Schöffling, hat als ein Ehrenpräsident Nazareno Boggi 1971 die gute Idee gehabt, einen Bedankungsclub hier zu Schöffling zu gründen. Den 26. Mai 1979 ist der Schallim am Terra Bausen inauguriert worden. An 83 haben wir Teil mit 8 Pisten inauguriert. Mit der Gemeinde hatten wir ausgemacht, für das Material zur Verfügung gestellt zu kriegen, und als Leute haben nur ihre Schicht als Benevol Teil gebaut. Die Große von unseren Leuten haben auf der Schmelz geschafft. Das heißt, körperlich schwer geschafft, und aber haben sie an ihrer Freizeit die Energie gefunden, für hier ein Heil zu bauen. Sportlichen Plan hat den Peter Bull unter der Leitung vom Ehrenpräsident Nazareno Boggi, der für den Club daran nicht geliefert hat, alles so recht, was die noch recht kommt. Wenn hier sich etwas an den Kopf gesagt hat, dann nicht doch müssten umgesetzt werden. 2008, wo der Nazareno Boggi nur 30 Jahre seine Mission als Präsident angerichtet hat und viel auf mich gefallen war, für Präsident zu gehen, habe ich mir schon den Gedanken gemacht. Für das zu toppen, was der gute Mann für diesen Club gemacht hat mir schon ein bisschen zu bedenken gegeben. Ich kann aber heute sagen, dass ich mit meiner Equipe zufrieden kann sein, mit dem, was wir bis heute erreicht haben. 29 Mal Champion, 17 Mal Coupe de Luxembourg gewonnen, ohne die verschiedenen Nationaltitel abzulöschen. Im sportlichen Plan werden wir nun nach einem versichern, für 30 Jahre Champion zu gehen. Das bis heute noch nicht gelungen, wir waren ganz null dabei. T-Shirt, das ich schon gedruckt habe, seit 3 Jahren, mit der Schrift Peter Bull 30 Mal Champion gedruckt, die stehen hier an der Küste. Wie ihr so schön seht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Je voudrais aussi remercier une charmante et agréable personne qui est restée à ses côtés toute une vie. Une personne qui l'a écouté, soutenue dans les moments plus délicats, comme prendre une décision concernant le club. Cette personne, c'est son épouse, Christina. Et pour ça, je voudrais lui remettre un bouquet de fleurs. Merci. Der Sport an diesen Zeiten, wo ich mich noch gesagt Covid-Zeiten, hat natürlich wie andere Sachen noch unter dem Coronavirus gelitten. Im Moment haben wir mit dem Covid-Check auch für das Gelegenheit mehr Freiheit am Sport, am organisierten Sport sowieso. Wir schaffen nur schon um neue Gesetz, das dann am 1. Oktober soll in Kraft treten. Die Regierung hat natürlich auch darüber reagiert. Das ist aber normal ohne Covid haben wir wie alle Jahre oder alle 5 Jahre den 5-Jahresplan von Equipement sportiv.
Du hast dann noch den haie Projekt mat dra gewircht, net direkt, weil du gott eng eich löscht, an wie Di eich löscht, Reglement Grandikal. An de Regierungsrot kom als respektiv an de Memorial, weil de Projekt ha net fis léiert, dat de Projekt kënnt op die Zzweet lecht, dat kann ich lo schon versprechen. An dann ass so, dat se am Prinzip 25% se vum Montant subsidiable wert plus moi de Monter do ass den Dir gesot tut. An ech als Beamte muss ich awer der leider so, dats de Monter fix ass op Basis vum PDD. Dat steht auch so am Reglement Radikal, so dat ich do keng so gut Norrichten méi mar. Ich kann ich awer dat konfirmieren. Wenn man dann de Konde rakreen, dann muss man gucken, wie gesot Formalitéite muss nach iwwer die zweet Locht vun dem Sursplan rakommen. Den zweete Wolle wo ich dummer bei mich geschwert, denn das auch wo Peter Bull, wo ich den Mitten enke no geguckt hun, dat sind als 2 Plan de Relancen eben am Kontext von COVID, wo man niewen de Gemengen, aber auch für allen Vereiner unterstützt hun mat ganz klenge Sachen mit mat großen Impact, 20 € pro Lizenz an do hun Schnur geguckt, wo hast der Lo den Präsident. Ah, okay. Peter Bull hat auch vun der Entregie profitéiert, mit die so gut ugelet, an dem se dann noch Subsidkrit tun pro Lizenz 20 €. Nu noch de Vereiner Materialreck bezölt an so weiter fort an de Gemenge für allem Hummer och Unterstützung gin den Beimechter doch und dat ass dann die offiziell gut Norrich, den die Fitnessparcours oder den er auch subsidiabel, du hast den Tor von 20 op 35% erhecht gin. An du werden op die Demand offiziell wie das Gemeng dann och de Subsid kann kreen. Iwens den anderen Projekt mir. Dat die Stadt fällt och drin, wie wette man dat gemacht, weil die doen Anlag dobausen ass a frei zesibel ass. An dat das für allem wichtig, dass man gesagt wir machen den organisierte Sport, den Kompetitionssport, den Vereinssport an diesem Fall iwwer die Sache von den Lizenzen, mehr auch für den Freizeitsport. So viele Städte wo gesinn, dobausen jedenfalls können Leute zu allen Momenten man konfirmiert, dass das immens viel benutzt wird, zu allen Zeiten, sogar wenn das Tränen von den Mengen müsste man, aber auch am Tag die Anlage benutzen, wird aber insgesamt dem Sport an der Gesundheit zugute kommen. Zurück vielleicht weil das ist Hit, schon da doch gelesen, dass das früher eine Mülldeponie war oder ein Dreckstipp, wie wir das nennen. Ich wäre froh, wenn all Dreckstipp so immer gerüstet werden, dass eine Sportinfrastruktur gibt aufstehen. Aber Spaß beiseite, ich habe noch gelesen, 82 oder 83 als das Gebäude hier gebaut wurde. Und das war damals die erste überdachten Bulodrom am ganzen Land. Ihr wisst, dass man zwischenzeit auch ein nationales Bulodrom hat zu Süßen. Das so egal, was für mich schön ist. Jedenfalls kann ich nur sagen, dass den Hai sicherlich mir neu ist. Aber den dann noch eine Doppelfunktion hat, Bannen abaußen, sodass Hai auch kann, an dem Frindunzer auch, kann auch am Winter und noch beim schlechten Wetter Bull oder Petanque gespielt gehen. Wurde noch vielleicht zum Numm, auch da habe ich noch geguckt, Herr Bocci, der ja lange Präsident war, der das auch schon gesagt hat, der Sport hat natürlich ganz viele Facetten, nicht Facetten, Gesundheit, Equipe Geist, Fairness, Fairplay, sozialen Kontakt, und für allem an Haier Stelle aber wirklich gelieft gehen, auch von der Schnitt Hai dabei war. Aber das ist die Wolle Integration, wo den Haien Sport oder den Haie sieht, wirklich an der Integration ganz viel gelegt hat, für allem mit den italienischen Bierger. An den Herrn Bocci und auch noch gelesen, war sogar 8-mal auf einer Weltmeisterschaft für Lützeburg sogar. So, da das dann noch heute nicht genannt gehen, aber das muss ich auch dann sagen, dass sie ganz viele Merite hat, nicht nur zu lokal, aber auch national. Oder an dem Sinn sogar international. Das gesagt, wünsche ich euch alle gut nach Schenoven. Ich wünsche dann dem Verein, dem Präsident, eigentlich schon neutral sein, aber dass ein kann die T-Shirt da rausholen. Demnächst, und das können schon die nächste trecken.
Dat gesot und ich all vielmals Merci an nach Schenowen. Voilà.